Ja, Ludmilla ist ein Song, gell? Den haben wir auf das Album «Gemüse» da, 94, glaube ich. Und der hat sein Gesicht innerhalb von diesen vielen Jahren nicht so verändert. Das ist immer irgendetwas geblieben, was es ist. Und lustigerweise haben wir mit fast allen Songs sind wir so in eine zartere, transparentere Struktur hineingekommen. Und Ludmilla haben wir gröber gemacht. Haben wir wirklich, so mit einer, ich würde jetzt fast sagen, Neil Young-Ästhetik haben wir an diesem Song gearbeitet. Ich bin im Wartsaal auf die Welt gekommen, mit der Nabelschnur am Hals. Hab mit grossen Augen in die Sonne geschaut, und jetzt schüttle ich jeden Baum. Und währenddem, dass wir daran gearbeitet haben, ist mir plötzlich die Idee gekommen, man könnte wie einen Kanon hinten anhängen, mit mehreren Stimmen, die sich einfach so überlagern. Und lustigerweise hat es plötzlich so eine russische Färbung bekommen. Und wir haben tatsächlich noch mit dem Gedanken gespielt, einen russischen Text zu schreiben und den zu singen dort hinten. Bezug Ludmilla Russland ist ja eigentlich gegeben, oder? Das haben wir dann lassen, weil ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen dick auftreten. Es ist fast ein bisschen Mickey Mousing, sagen wir dem. Also irgendwie allen Leuten etwas aufs Auge drücken, was man sowieso schon versteht. Oder? Ja, diesen Moment, auf den habe ich mich immer extrem gefreut. Das sieht man auf den Aufnahmen, dass wenn ich habe dort, meine Stimme war mit der Estefania zusammen. Und ich bin nahe zu ihr gegangen, ich habe sie angeschaut und ich bin geschmolzen an ihr. Sie ist auch so ein Mensch, der eine unglaubliche Hingabe hat in der Musik. So eine wahnsinnige Teufel und eine lateinamerikanische Lebensfreude in der Musik. Das ist sehr, sehr ansteckend und inspirierend.